Kapitel 16. In offerhafter toestand. Als ik proef te slopen, dan komt de stem van de werker langs een gang in mijn stoven aan. Te alle tijd. Ongeveer klok 9 uur, den 20. februar, werden er 3 oder 4 werker, wat er met eenmaal zeer luid spazierten. Ik kon niet jeder woord verstaan, wat gesagt wordt, aber ein ding kreeg ik klar. Die vertelden über den phone call, wat ik mink soll dat reich han te merken. En jeder einer von de werker seht, warum hij nicht will mit mij op dem phone call merken. Dat schien sich so, als wenn sie alle ihre Ursachen hadden, warum de andere dat soll. Als ik so toehoord, werd mir klar, dat de werker hadden Angst, mit mij te zijn, wenn ik den phone call würde merken, wens ik vielleicht dann wieder Dinge sein, wat ik euch sagen soll. Der Spaziergang ist dort wieder ungefähr für eine ganze Stunde. Wir an Stelle, wir an Leute mit Schreien und Dalsen. Den ganzen Tag wacht ich angeholt, dort mit einmal einer von denen wird doch sich dort wehren. Aber keiner deit. Schließlich wird der Zeit die Werker werden angetäuscht. In meine Hoffnung, dass ich nur wieder einen Punkt merken, der wir war. Den nächsten Tag aber, wieder irgendwas Positives, was passiert. Ich saß auf der Flur und hatte ein Game von Lateren, wo die Beasleys und Fatfors waren spielten. Alles, was mir fehlte für das Game, waren bloß Lateren. Und ich brauchte das Buch von Geografie, da waren diese 2 Teams, und sie mussten kicken, welche Länder, wo die meiste Alphabet dasselbe sind, besitzt die I. Und wer immer dann gewinnen wird, der kriegt dann 1 Punkt. Und die brauchten 3 Punkte zum Gewinnen und 7 Punkte zum das ganze Game gewinnen. Die Fat Force hatten kurz ihren 3. Punkt gewonnen, als der damit immer abging. Zeit zum Bieten sein, sagte der Werker. Komm, nur dem das Ganze von ein Phone Call merken gestern nicht geschafft hat, ein bisschen frische Luft kriegen, dort wir Rennen abgebracht. Wo sich sperrt mir ab meine Feit, mit meinem Blindkarre an und wir verleiten meine Stube. Wir gingen längs den Gang, zum Trappen ab und waren längs den Gang und kamen bei einer Halt in der. Ich deed meinen Blindkarre aufnehmen und wir enttäuscht, dass ich sag, wie wir waren, bloß bei der kleinen Stube mit den offenen Eulenbeinen. Dann mit die, sagte der Werker. Und ich gehorcht und stoppte an. Der ist eine Stunde. Ich war hier beten wachen, sagte der Werker, als er der zu mir. In euer stehen mir hier. Ich had wirklich gehofft, dass dit mal ran, wo ich rüt kann, mit meine Beine uitreiken. Nicht bloß 4 Schritt diese Weg gehen und 4 Schritt jene Weg. Bloß mit länger hier in dieser Stufbahn zu sein, dort bin nicht dort, wo ich abgehofft habe. Aber ich kickte nachher, wo die Wolken durch ihre kleine Loch vorbeideuten. Und ich fang an ruhig zu werden. Ich studiere den Himmel. Und bin ganz bewundert, wo groß der Himmel war. Und die, wer das alle gemerkt hat. Als ich das wisst, wie die Stunde an, der wird abgeschlossen und ich kann rauskommen. Als ich zurückkam nach meiner Zelle, saß ich dafür ein paar Stunden und dachte immer noch über den schmacken Himmel. Nachdem ein paar Stunden vergangen wären, dann kann ich 2 Werke variieren vertellen. Ich horcht. Ich sag dort von des Mars, der reiht seine Bibel 2, sagt einer von den Werken. Ich deut meine Teen taub. Das wird dasselbe von was die gestern all vertelten. Für irgendeine Ursache dachten die, ich had meine Bibel 2 gereden. Aber die wir all 2 aus dem mir jäven. Ich glaub, die hadden nicht 2 gereden, von dann, was die hadden von Glenn weggenommen und mir die gegeben. Ich will mein Mehl durch ihn bei der Hand und braulen. Die wird 2 gereden gedammt hab, aber ich will mir das nicht. Dort wird das alle top vielleicht bloß noch schlimmer merken, dann krieg ich noch verschlauen. Die wird noch mal ein 4 Monate länger hier bleiben, für die Bibel 2 reden, sagt ein von den Werker. Der andere Werker lacht. Aber nee. Der haft bloß noch einen Monat.
Wen länger als dort han ze noch niemals een Uitländer hier ben gehad. Nicht Uitländer, wat de helge wege twee reden, zei de andere werker. Als ik de werker zo onhart, probeerde ik geruig te blijven. Aber de ihre respektlose Wehrer wären in meine Ohren zu hören. Dat hielt sich so, die wären sich so selbstsicher. Ich hoor al einen anderen Muller, sei beleidigt. Dat ik nu nog kun vielleicht 4 Monate länger ben blijven für dit? Warum soll dat mich verheb übersaunt? Ich weiß nicht. Ich will je sowieso al im Gefängnis über en denk, wat ik nicht gedaan har. Ich ging in de Stube haan en trei, 4 schreed eine Weg en 4 andere Weg. Während ich so deur, merkte ich, dat Gott zu mir mit einmal will wat sein. Horch mal naar den tweeden Mann. Der redt de Wahrheit. Ich dreid mich hastig naar de deur en horcht naar den werker wat ich den Engel nannte. Dat is immer überrein. Bleib mir. Du wirst sein, einen Monat. Da wird er hier nicht mehr sein. Ich probierte jeder Wort im Denk zu hören, was der werker gesagt hat. Noch lang nur dem, der als still geworden wären, direkt die wieder in mein Kopf waren holen. In Bett zu Gott, dort würde es dort sein. Dort am einen Monat, da würde ich all frei sein. Den zu Ovis, wir waren Feuerwerker, wollte über mich vertelten. Ich horcht, aber das wir nicht das gewöhnliche Grenzen. Warum denkst du, käm die von Iran? Fragte ein Werker, dort das gesinnige Viertel steht für einen Amerikaner. Diese Vertel hat ich einmal eier gehört. Du musst nur gerufen worden, was sie Krieg gedacht hatten, warum ein Amerikaner wird ein Iranien sein. Aber von der auch horchte ich mit einem anderen interessant. Deep in mijn been voelde ik dat er weer ernst wordt wat er nu wordt passieren. Als ik toehorcht, dan vangt de man, die mij Engel nannte, an te vertellen. Hij is een Christ, en ik weet wat Christen geloven. Du das? Vroeg een andere werker ganz opgerecht. Jo, zei mijn Engel. In die tijd, wo de Krieg weer van Schah, dan wären hier andere Christen in dit Gefängnis ben. En die vertelden mir alles van wat sie geloofden. En? Vroeg een andere stem. En die geloven dat Jesus Christus als Gott zijn einzige Sohn en dat hij op deze Welt opkwam, de Menschen te wezen wie Gott entgleichen deed. Ik kan dat meest niet geloven wat ik hier. Die hier vertellen van Christen en wer Jesus weer. En zo'n hunchert Gefängnis is dit, dat slechtste wat in Iran weer, dort weer een wunder. Ik horcht zeer euch streng toe, als mijn Engel wieder vertelt van Jesus zijn Geburt, van Vergebung, wo hij predigen daar, en ook zijn dood am Kreuz, alle Menschen van ihre Sünden frei te maken. Wenn einmal hij mit stilhielden daar, dann vroeg een van de andere werker, eine ganz feine Frau. Als Engel ist vorig weer mit seiner ganzen Geschichte von dem Neuen Testament. Dann frug ein von den anderen Werker, du meinst, dass Christen glauben, dass Gott ist ein Gott von Liebe? Jo, sagt Engel, die don't. Well, sagt ein von den anderen Werker, wo kann das sein? Wie kann nicht so ein Gott von Liebe? Der einzige Gott, was wir kann, ist von Gewalt und Kontrolle. Das ist damals, wo wir den kennenlernen in Islam, die anderen werden auch einverstimmt. Der eine sagt mit einmal, so weit als ich das sein kann, ist ein Trübel. Wo kann einer an Gott glauben und an Jesus Gott sehen, wenn er auch Gott ist? Dann sind ja zwei, nicht einer. Ich horcht angestrengt, was Engel nu wird sein dort. Er wie auch ein Moslem. Und ein von den schwierigsten Dingen, wo ein Moslem nennt, wenn er von Christen hört, dort ist kriegt diese Frau. Das wie ein Stütze still. Und dann sagt Engel wieder, mit einer klaren Stimme. Die Christen glauben wirklich, dass Gott ist ein Gott von Liebe. Aber wo kann Gott Liebe sein, wenn du keine ist, wem er lieben kann? Das ist warum die Christen glauben, dass am Anfang wären du 3. So dass er kann seine Liebe einer zu den anderen wiesen. Je länger ich Jesus dit sagt und horcht, je doller wie ich verwundert. Mir denkt es noch, als ich hier, dat in Doel
Anglican Bishops wären hier in dit Evan-Gefängnis vastgewast und in 1978 en 79. En dat weer erstaunend, dat dis man, dis Muslim, wordt zo'n deel aan hem denken houden van die Christen wat hier dan ben wären, 20 jaar terug. Gott zijn plan en zijn willen kwam langsam taub für mich hier zo. En ik weer erstaunt, wo Gott dat alle taub bringt daar. Ik kan dat niet houden, aber an dat te denken wat Paulus in 1. Korinther 3 Vers 6 sagt. Ik had den Zoot gezegd, Apollos heeft gewässert, aber Gott heeft dat im Wassen gemerkt. Ik wist dat ik als een Christ hier zo in dit Gefängnis wird een Unterscheid merken en wat de anderen alle geloofden. Aber ik merk dat ik hier als een Christ ben wir nicht bloß allein ich, sondern mein christlicher Glauben wird ab dort Gebiet, wat andere Christen vorher hier im Gefängnis all ben hadden beleefd. En ik fang an, ernstlich te beten, dat Gott wird dort, wat ik hier beleefd, brengen, de andere, wat hier im Gefängnis ben wären, in klares Licht te wezen. Diepe Unterholungen van dat christliche Leben, wir door onder de werken voor de nächste 2 werk. En ik horcht naar al van die. Engel, wie immer die wat veranging en leiden daar, en de andere werken vrouwen, over alles wat Christen geloven deiden. Eine Nacht, als ik war een Engel horchen daar, zei hij, dis Uitlander, der heeft mij diep beeindruckt. Hij komt hier aan met een Ursache, en hij weet dat hij kan doodgemerkt worden dafür. Wil entweder van ons willig zijn in een ander land aan te fahren en die van ons God te vertellen? Wat würden we die verheb zijn? Dieser heeft een Ursache zum Sterben en een Ursache zum Leben. Wat hebben we? Ja, zei een van de andere werken, dat is vreemd. Ik stuur eenmaal bij den zijn cel der, en dan kan ik am hier beten. Wir können am so leicht doodmerken. Hij deed all dit für Leib. Wie kann diesen Gott gleich von Leib? Aber dort hielt sich irgendwo ganz reich. Und dann zei de Engel er nur abstelles. Ik wil ook een Christ zijn. Ik ook, zei eine tweede stem. En ik weet het nog van nog wem, wer du ook wordt willen. En mij is dat een dood, wat andere worden zijn, zei de Engel wieder. Ik heb gehoord, du hast eine christliche Kirche in der Stadt. En die war ik fijn. Zijn stem weer ganz vast entschlossen, als hij dat zei. Wel, ik weet niet als ik wel zo weit als dat gaan, zei de tweede werker. Een Christ te zijn im Hart is een ding, aber alle andere Menschen dort te zijn, dat is wat. Weißt du, wat met die passieren kann, wenn die Islam was auf sein? Jo, zei de Engel. Aber mir is dat een doubt, wer dort wat aanwoorden. Ik wil diesen Gott van Leib fijn. Ik zat erstaunt in meine Gefängnisstube. Gott, is dit waarom du mich hier laatst in dit Gefängnis ben aanzetten? Vroeg ik op stilles te mij. Over de nächste paar dagen bid ik voor Engel en de andere 2 werken, wat hadden deze gefährliche Entscheidung gemerkt, in Christ te worden, hier zo in een land van moslims. Die werken ihre Entscheidungen, in Christ te worden, dat wir wat uitgetekend in mijn leven, wat evans ganz seit mijn elend worden wäre. Nicht Besonderes passiert hier so zu mir. Ich kann euch mal einen Besuch merken mit der Swiss Regierungsoffice. Wie sieht's da, ich einmal den Weg in der Closet nennen können, wo kein Unterbein bin wird, oder ich kann herkicken, wie mein Leben bloß ganz einhandig. Den 2. März, als ich 7 Werk im Gefängnis wäre, wurde ich mit einem Richterhaus genommen. Aber dort war auch nicht was Besonderes. Ich saß 5 Stunden in Lür, und dann wurde ich in der Richterstube angekriegt. Er frug mich, als ich einen von ihren iranischen Regierungsmenschen will haben, dass der mich für mich anstehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sicherlich
wil ik een zeer sterken afkoet, wat er wordt für mich erstehen en wisst, wat hij deut. Aber ik wist nicht mal, für wat ik beschuldigt word. En so ist das Ganze gehandelt word, dat maakt mich ganz unsicher. Ik had keine Idee, als ik would zelf toegeven te een iranischen afkoet. Die wird ommals bloß für die Regierung schaffen. Wo können die für mich anstehen? Würde mich für Help halten? Vielleicht würde sich bis noch wünschen, dass die Regierung mich im Gefängnis sollen. Ich will nicht toestehen, dass ich ein Afkoet will, wegen was dann, wenn das sich dann bis noch so hier, als wenn ich schuldig wäre. Was ich der ganz dollste will, wäre mit der Swiss Regierungsoffice zu reden, dat die mir sollen Rat geben, was ich soll tun. Aber als ich dann frage, wird mir dort aufgesagt. Zu guter Letzt, nachdem ich 20 Minuten durch ein Office wäre, gebe ich dann zu, dass ich ein Afkoet will. Ich weiß nicht, was das mit sich bringt, vielleicht ganz was Schlechtes. Ich glaube aber in mir selbst, ich habe das Rechte getan. Luther den zu Uwes direkt die Werker am einen Gang vertellen, als mit einmal ein anderer Werker dort kam. Er wird mit Allah nicht gekämmt, und ich kann seine Stimme, wenn ich ein paar Mal mit am Topf gewasst wäre. Gewöhnlich sah er mit verwahrlos. Und mir wundert dort, wen er seine hohe Stellung hat. Die Amerikaner werden im Richterhaus gebracht von der, sagt der Verster. Er wart, frug ein anderer Werker, was passiert? Und nicht viel, sagt der Verster, aber die waren ihm für 11 Monate anstarben. Ich hier, weil Engel im Bett zu sich selbst lacht. Nee, die war nicht, sagt er. Er wird hier büten sein, euer den Monat am Ass. Das verlangt, Utländer hier ben sein. Sagst du, dass ich artig sein? Sagt der Verster mit einer feinen Stimme. Well, ich glaube es nicht, dass hier was so lang ben sein, sagt der andere Werker wahrer. Wenn ich der ihre Gesichter nicht sein kann, möchte ich aber, dass die sich fang an gegenüber zu werden. Die streiten sich über meine Zukunft für ein paar Minuten und damit einmal explodiert der Verster. Nee, schrie ich. Ich bin der Wirt hier. Und ich bin ganz müde von Christen in mein Gefängnis. Die macht hier rüt. Ich will das mit hernehmen. Die berühren, sagt Engel. Die dat hier kein Wort. Der Verster war bis Meier vereuert. Ich will hier niemals rütladen. Hier bin ich für Osten. Er kann nicht mehr in einem Richterhaus, er kann nur nicht haben. Er ist ein Kriminal, ein Christ, und wir sind Moslems. Und unter der Islamik Gesetz würde ich am selbst kein Tod merken. Und schreckliche Angst kam in mir an. Das Mann wir ernst, und ich hatte Angst für mein Leben. Ich hielt, wo Engel probierte den mit zu berühren. Schließlich, nur einige Minuten, hier ich, wo der Verster mit seiner Show stammt und ging davon. Ich wachte ganz angeholt den nächsten Tag, zu sein, als der Verster würde mit seinen Dreven durchführen. Nichts nicht passiert. Luther den zu Uwes, wie der Verster war drei, durch die Werker, und sie vertelten noch hübscher als den Tag vorher. Und die anderen Werker probten ihn zu berühren. Und das geht nicht lang, dann stammt er wieder davon. Schlup kam nicht so leicht danach. Ich drehte mich an und dreh und wundert, was das nächste Mal wird passieren, wenn der Verster wird kommen. Und du vielleicht können Werker würden sein, was am können berühren. Das nächste Mal, als der Verster drei wir, klock 3 danach, dann hier ich am Schreien, nee, ich will am Tod merken, kreit nicht raus. Ich horcht, erschrocken, als ich hier bei der Verster in eine Stufe ging und mir eine Schüffler ob. Engel schrichte am, nee, der Trälein, der nicht den Scheiten. Weißt du, was mit dir passieren wird, wenn die dort was stehen? Heißen Tod ja, schrie der Verster. Müssen tun, was mit mir passiert. Tod zu alle Christen. Ich dreht mir am, kickt in meine kleine Stube. Du wirst noch nicht würden verstehen. Gott, bet ich, schick den Heiligen Geist, dass den Wort beruhigen, euer dort zu laut ist. Ich horcht, wo Engel probt,
mit seiner Stem am te beruhigen. Horch mal, hij is een guter man. Ha, schrie de Verster, hij is een Christ. Jo, zei de Engel, hij is een Christ. Aber hij kent Gott. En ik was hier voor de deur staan en die was me eerst schijten, als die arm was. Ik stond aangebang en leerde wat nu wordt passeren. Would ik hier wat dit wordt schijten? De nächste paar Sekunden wären zelfs eingefroren. En dat deed lang. Ik weer dankbaar als Engel wieder verteld met den Versen. En ik beer dat Gott mijn leven wird raden. Wie langsam kun Engel den Versen een beetje beruhigen en ik hier, wo antwoord tre in schuifelen naar je leicht wordt. Ik hoopt dat weer de pistool. Ik weer dit moram nog waar den dood uit de hing entkom. Aber wat wird het nächste Mal mit mir passieren? Sag je genoeg, de nächste Nacht, als de Berger waren in gang wären und vertelden, kwam de Verster waren. Dit moram weer het de Werker wat het eerste verteld. Wat is het in de werkelijkheid wat hier aangeht? Vroeg hij den Versten ganz gleich tau. Wat meinst du? Vroeg de Verster. Wel, überdag, hast du nicht aardig mit die. En die bordet dort nicht, dat hier ein Utländer is. Aber kommt het eerst danach. Dann warst die Dal im Büttig was im Dood mehr. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist ommels nicht ich, zei de Verster. Was meinst du, das bist nicht du? Vroeg Engel. Well, zei de Verster, jeder so overs, sind da uns 14 oder 11 beise Gäste, wat in mij kom. En die nehmen dann ganz über. Ich kriege die in mijn Kopf nen, en merken mir Dinge down, wat ich gleich will down. Ik weet dat half ommels met beise Gäste te doen. Wat merkt die zond zijn? Vroeg de Werker. Ik hier, wo de Verster jaschen daar. Ik ben nog mal sehr jong, als ik dat eerste Mal de Kraft van beise Gäste speer. Ik leid die in mij nen kom, en mij Kraft geven. Nicht immer, bloß noch mal. En nu, wenn des Utländer hier im Gefängnis nen kwam, dann voelt ik, waarom beise Gästen in mij nen kwam en zeer, hier is wer in dit Gefängnis, dem will ich verstehen. Ich kann dort meist nicht glauben, was ich hier. Ich wist dort, dat Moslems hadden einen starken Glauben an den Feind en so tonische Sachen, aber Termin schreck, de Verster, wird mit Fleet sich loten von seine beise Gäste leiden? Gott, schrie ich, beschütz mich von diesem Mann, wat mein Leben in seine Hänge hält. Okay, ich kann verstehen, zei Engel. Dann bist das nicht wirklich du, wer du danach so anklug wird. Nee, zei de Verster, dat sind düstere Machten, wat Kontrolle nehmen über mich. Warum warst du denn nicht los? Vroeg Engel. Ich hab Angst. Angst, wenn ich war, die merken von mir weichgehen, dann wollen sich umdrehen und mich dort merken, zei de Verster. Als die ich vorig weer mit vertalen, hier ich bei der falsche Redbar ging. Und ich wist dat, für diese Nacht, wie ich war sicher. Aber ich wir ganz abgeschärrt. Ich sagt und dankt Gott für seine beschützende Hand und für, wo er den Engel gebraucht hat, um mit den Versten Werker zu reden. Den nächsten Tag passiert nicht viel was. Die meiste Zeit las ich die Bibel in Bär und dachte über nur, was diese Nacht passieren wird. Den Philippa-Brief, was Paulus geschrieben hat, während er im Gefängnis war, wird sehr lebendig zu mir. In Kapitel 3, Vers 8, sagt Paulus es steht: Ich achtet alle für nichts, thanks Christus sein Gaudet, und all dort, was er getan hat. Für Christus habe ich alles verloren, dat is zu mir alles ist nichts, damit ich ganz voll ab Christus in mir habe. Wow, zei ich zu mir selbst. Ich sei nicht Paulus, aber ich will leiden so zu sein als er. Ich will auch diesen Fried und Gelotenheit, was Gott geben kann, in alle Umstände. Ich will auch alles zu nichts achten. Auch dat die Verster mir will dort merken, will ich zu nichts achten, thanks dort, wat ich in Christus te gewinnen habe. Und sie verklag ein danach. Dann fehlt mir den Mut, wat ich in der Bibel gefangen habe. De Verster wird 3. En hij nu waren wir da.
en hij wil me bara dood maken. Ik veild, wo de aanmoed ware wil in mij nan kom. Ik hier aber, wie de werker engel proeft ware naadjes met am te reden. Jezus, zei hij, Jezus. En Jezus zijn naam, Godu. Irgendwo hoor de engel gehoord van de kracht, wat in de naam Jezus weer. Plötzlich hier ik, wo een Blutgeschrei losging, en dan weer alles stil. Ik hield bij de verste wegging. Tweemaal in de nacht kwam hij weer terug en wil mij doodscheiden. Aber jedes Mal hier ik, wo engel te arm den naam Jezus zei, en dan werd weer alles stil. Über die nächsten 2 Nachten passiert ze 7 bis 8 Mal ze staat. De vierde nacht, als de verste 3 kwam, dan hier ik am te de werker zijn. It's okay. It's over. It's voorbij. En dan vertelt hij weer en zegt, mir dat het leid. Ik weet niet wat met mij aanging, maar nu val ik me weer aan mezelf. Ik host den Amerikaner niet. Ik heb den Uitländer never gehost. Ik leid hem. En ik geloof ik wil hem halen. Werkelijk? Vroegen de andere werker. Jo, zei de verste medlidend. Wenn irgendwer den Uitländer wat doen, der wordt het met mij te hullen krijgen. Zolang es dicht is, wil ik goed naar hem oppassen. Ik ben erstaunt als ik am dort hier zijn. Gott hat zoveel meer gedaan, als mijn kleiner geloven kan. De verste deed wat hij versprochen had. Dat gevangenisleven wordt niet leichter. Wenn de werker naar mij kwamen om naar mij te kijken, dan checkten de schaftig en vroegen wie mir het ging. Andere würden mir sogar kleine Spußjes vertellen. Nu dat ik niet meer durf zo angehult zijn, merkt dat voets wat uit in mijn gezindheid. Ik fang an beter te slopen, danach. En zum eerste Mal kon ik nu een beetje denken, wat het wohl zijn, hier im Gefängnis te leven. Ik zei te mezelf, vielleicht kan ik een dag sogar uit deze kleine Stube uit en in de grote Stube naar manch andere mensen. Ik kan vrienden maken, met die vertellen. Vielleicht kan ik sogar regelmäßig een phone call maken, oder dat die mich kunnen post checken. Dan kan ik ook van de familie en vrienden wat krijgen. Wer weet, wat nog alles passieren kan in dit gevangenis. Nu dat ik gezien heb, wo Gott dat part dat ik im gevangenis weer had te goud gebruikt, kan ik aan beter vertrouwen, dat hij ook wieder in de toekomst weer alles zum goud brengen, dat ik hier weer.